Okay, hallo zusammen, ganz herzlich willkommen zur gemeinsamen Pause von LiveNet. Heute haben wir einen besonderen Gast, den Manuel Schmid. Er ist aus Basel, arbeitet aber heute auch für die Zürcher, und zwar für die reformierte Kirche. Und vorher warst du, glaube ich, im ICF Basel Pastor und jetzt bist du im Medienbereich da. Sag uns doch mal kurz, Manuel, was machst du so für den Kanton Zürich und die Online-Community? Ja, also zuerst vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein, digital. Und das Projekt nennt sich RefLab, kann man auch anschauen auf reflab.ch. Das ist eine groß angelegte Online-Kommunikationsinitiative der reformierten Kirche. Wir machen Podcasts, wir machen Blogbeiträge, wir machen YouTube-Videos. Wir sind da eigentlich ganz wild am Produzieren und Ideen umsetzen und so. Das ist würde ich jetzt mal sagen, ein bemerkenswertes Pionierprojekt, in dem ich da gelandet bin. Und welchen wollt ihr da vor allem ansprechen? Es geht vor allem eigentlich um digital affine Menschen, die jetzt von kirchlichen Angeboten sonst nicht wirklich angesprochen werden. Also es gibt ja ganz viele Milieus, an denen kirchliche Angebote praktisch völlig vorbeigehen. Und die haben wir in besonderer Weise vor Augen bei den Formaten. Hey, so genial, freut mich sehr, dass du dich da engagieren kannst und tust. Und ja, genial. Jetzt hören wir gleich das Pausenbrot. Wir nennen das ein geistliches Pausenbrot. Mal schauen, ob es wie das rauskommt, ein Leckerbisser oder eine Herausforderung zum Reinbeißen. Es gibt ja bei uns die leichte Speise und die deftige Kost. Und wenn du selber dabei sein willst, mal bei so einem Austausch, dann kannst du dich auch einloggen. Das sitzt im Zoom, Videoconferencing, und das findest du zum Einloggen, Anmelden unter livenet.ch/Pause. Und dann, wir haben zuerst immer diesen Teil, wo jemand einen Input gibt, und dann ist da die Leute, die hier sind, die tauschen sich dann aus in kleinen Gruppen, was sie so anspricht. Jeder in seiner Sprache, Mundart oder auch Hochdeutsch. Und du bist da herzlich willkommen, immer mittwochs 9:30 Uhr. Und jetzt freuen wir uns auf Manuel Schmid. Ja, herzlichen Dank für die Gelegenheit. Ich habe gedacht, ich nenne meinen kurzen Input oder Gedankenanstoß Ich und mein Jesus. Das wird vielleicht nicht ganz so herauskommen, wie sich manche das jetzt vorstellen. Aber ich steige mal ein mit also ich habe auf Krishona am TSC und an anderen theologischen Ausbildungsstätten den Kurs unterrichtet Kommunikation des Evangeliums. Das ist ein Kurs, der sich so eben mit der Frage befasst, wie kann man in unserer Zeit eigentlich von Gott, vom Glauben, von Jesus sprechen. Und als Einstiegsübung habe ich dann immer den Studierenden die Aufgabe gegeben, schreib mal auf, was das Evangelium für dich ausmacht, was das Evangelium ist und besagt für dich. Und dann sind dann immer ganz wunderschöne, kurze Texte zusammengekommen. Gott liebt mich und hat einen wunderbaren Plan für mein Leben. Jesus ist für mich gestorben, damit ich eine persönliche Beziehung zu ihm haben kann. All diese uns vielleicht wohlbekannten Sätze sind da zusammengekommen, und in der Regel waren die Studierenden der festen Überzeugung, dass das so mehr oder weniger das ist, was die Kirche in allen Zeiten unter dem Evangelium verstanden hat. Und oft ist gerade jetzt, sage ich jetzt mal so in evangelikal-pietistischen, freikirchlichen Kreisen, ist uns nicht bewusst, dass über Jahrhunderte hinweg, vielleicht sogar durch die ganze Kirchengeschichte hindurch bis in die Neuzeit, Leute, wenn wir ihnen gesagt hätten, das Evangelium ist, Gott liebt dich und hat einen wunderbaren Plan für dein Leben, oder er will, dass du eine persönliche Beziehung zu ihm haben kannst. Leute hätten gesagt, ja, was jetzt? Hä? Weil wir eine ganz radikal individualisierte Form des Evangeliums vertreten, ohne es uns bewusst zu sein. Und deshalb habe ich den Input auch überschrieben mit Ich und mein Jesus. Also wir lesen die Bibel, wir verstehen unseren Glauben, wir formatieren unsere Spiritualität ganz, ganz
automatisch und massiv an diesem Paradigma ich und mein Jesus, ich und meine Bibel. Das ist mir immer wieder aufgefallen in Predigten, dass man kann da mal eine Fallstudie zu machen. Also zum Beispiel der Zuspruch von Paulus, wo ist das, 1. Korintherbrief, sagt er an 2 Stellen so sinngemäß, ihr seid der Tempel Gottes, der Heilige Geist wohnt in euch. Und dann ist so die Werkseinstellung, was automatisch abgeht. Wir lesen das vielleicht in der stillen Zeit, in der Andacht oder so, manchmal eben dann auch in der Predigt. Wir lesen das, ihr seid der Tempel Gottes und übersetzen automatisch, ach so, ja, ich bin der Tempel Gottes. Ja, aber das steht halt einfach nicht da. Es steht nicht, ich bin der Tempel Gottes, sondern es ist die Rede von einer Gemeinschaft, es ist die Rede von einer Versammlung von Menschen. Und wenn diese Menschen zusammenkommen, dann kommen nicht ganz viele kleine Privattempelchen zusammen, sondern dann sind wir zusammen als Gemeinschaft Tempel des lebendigen Gottes. Oder wenn Kolosser 2,9 sagt, wir sind durch Christus mit der ganzen Fülle Gottes erfüllt. Dann lesen wir fast automatisch, ah ja, in mir wohnt die Fülle Gottes. Aber das ist einfach nicht, was der Text sagt, sondern es geht nicht um mich als Einzelperson, sondern um uns als Teilhaber der Familie Gottes. Und das ist mir aufgefallen in meinen eigenen Predigten und in meiner Wahrnehmung der Bibel, aber auch in ganz, ganz vielen Gottesdiensten, in denen ich Teil war, dass wir diese Wir-Aussagen oder diese Ihr-Aussagen der Bibel, des Neuen Testaments, der Briefe auch bei Jesus, dass wir die fast automatisch so Default-Mode-mäßig übersetzen in Ich- und Du-Botschaften. Man könnte das jetzt auch an der Anbetungsmusik, an den Worship-Songs verfolgen. Das Wir ist tendenziell am Aussterben in Worship-Liedern, weil es immer um diese Ich-Perspektive geht. Es geht um ich und meinen Jesus. Ich habe auch schon Worship-Leiter sagen gehört, schon öfter als mir lieb ist, jetzt haben wir eine Zeit der Anbetung und hier geht es nur um dich und deinen Jesus. Es geht nicht um irgendjemanden sonst in diesem Raum, es geht nur um dich und deinen Jesus. Und dann fragen sich die Leute natürlich zu Recht, ja, aber warum bin ich dann noch im Gottesdienst? Also jetzt in der Corona-Krise, wo Gottesdienste über lange Zeit hinweg gar nicht möglich waren, gar nicht erlaubt waren, da hat man gemerkt, ja, es lässt sich eigentlich vieles auch von zu Hause aus ausrichten. Überhaupt kann man sagen, die Digitalisierung ist natürlich ein massiver Individualisierungsantreiber. Also durch die Digitalisierung hat unsere Gesellschaft nochmal einen exorbitanten Digitalisierungsschub erlebt, der sich auch in Kirchen und Gemeinden oder Individualisierungsschub, ja, der sich auch in Kirchen und Gemeinden zeigt. Du kannst Predigten, Worship-Songs, du kannst ein ganzes Studium zu Hause vom Sofa aus machen. Du kannst einen Bachelor und Master in Theologie absolvieren, ohne ein einziges Mal auf einem Unicampus gewesen zu sein. Du kannst Predigtserien anhören, Worship im Auto, in der Badewanne, überall. Und das ist natürlich zuerst einmal ein riesiger Segen, eine riesige Errungenschaft, die auch die besten Predigten der Welt und die besten Songs der Welt auf dem ganzen Globus verfügbar gemacht hat. Man muss sich aber auch bewusst sein, dass das die Neigung hat, dieses individualisierte Verständnis des Glaubens noch zu bestärken. Gleichzeitig würde ich sagen, um auf die Zielgerade zu kommen, gleichzeitig würde ich sagen, die Digitalisierung hat natürlich auch Möglichkeiten geschaffen für eine neue Vergemeinschaftung, also für den Zusammenschluss von Menschen. Es gibt Netzwerke online, es gibt Crowdfunding-Projekte, wo Menschen zusammenkommen und etwas unterstützen, etwas möglich machen, weil ihnen das wichtig ist und da finanziell investieren. Da sind auch Dinge neu möglich geworden. Und mich hat das sehr bewegt. Ich schließe mit dieser
mit diesem Erlebnis jetzt letzte Woche haben wir von RefLab aus, wir haben ein Format, das nennt sich Stammtisch. Da reden wir einfach zu dritt oder zu viert über ein aktuelles Thema aus der Gesellschaft, aus der Zeitung. Und natürlich haben wir letzte Woche über Moria gesprochen, über diese himmelschreienden Zustände auf Lesbos, die Flüchtlinge, die 13.000 Flüchtlinge auf einem Raum gelebt haben, der für 2.800 Flüchtlinge bestimmt war, zusammengepfercht, ohne zureichende sanitäre Anlagen, ohne zureichende medizinische Versorgung. Und jetzt brennt dieses Lager ab. Und diese Leute sind nach Jahren des geschundenen Dahinsiechens, sind die jetzt auch wirklich obdachlos und Frauen und Kinder übernachten auf den Straßen. Und wir haben über das geredet und dann kommt natürlich so typisch dieser Reflex, ja, da sollte man was machen. Mann, wer dieser Mann ist, weiß natürlich niemand. Mann sollte da eingreifen. Und dann hat irgendeiner gesagt in dieser Stammtischaufnahme, ja, die Kirche könnte hier einen Unterschied machen. Eigentlich, reformierte Kirche, das ist ein Riesenladen. Da gehören immer noch, auch nach Säkularisierung und Kirchenaustrittswellen, gehören da Hunderttausende dazu. Und es wäre eigentlich ein leichtes oder es könnte ein leichtes sein, 13.000 Adressen, Name, Adresse, Telefonnummer von Menschen, die sagen, ich nehme einen Geflüchteten auf. Ich biete jemandem ein Zuhause. Und wir könnten quasi single-handedly, wir könnten eigeninitiativ diese Problematik, zumindest diese unmittelbare Not lösen. Oder zumindest, wenn das passieren würde, wenn jetzt 13.000 Adressen, auch von mir aus von evangelikalen Gemeinden, von Freikirchen, wenn man sich da zusammenraufen würde und sagen würde, wir stellen diese Adressen zur Verfügung, wir nehmen diese Menschen auf. Das würde eine unglaubliche Welle auslösen und ein enormes Zeichen setzen. Das wäre möglich, wenn man über diese Ich- und mein Jesus-Perspektive hinausdenkt. Das ist jetzt ein politisches Beispiel. Ich hoffe, dass ihr das vertragt. Man kann da ja verschieden drüber denken, aber ihr könnt das in verschiedene Richtungen ausziehen. So viel mal von meiner Seite. Ich gebe zurück an Beat. Manuel, vielen Dank. Das ist sehr inspirierend, was du uns da weitergibst. Mir fiel das auch auf, als ich in Südamerika war, ein paar Monate vor Jahren, aber auch im Reisen ist, dass wir sehr individualistisch geprägt sind. Wir sind sehr stark im Ich und Du und eben die Worship-Songs, zum Beispiel in Südamerika hörte ich dann immer uns. Wir stehen gemeinsam vor Gott und dieses Gemeinsame neu zu entdecken, das denke ich, wäre schon ein Geschenk, ist ein Potenzial, oder? Ja. Dass wir das noch mehr sehen, aber auch, was liegt denn drin, wenn wir dann gemeinsam handeln? Also wir haben irgendwie einen gemeinsamen Segen. Ich und mein Haus sollen gesegnet werden. Das verstehen wir nicht, oder? Ja. Oder ein bisschen schon. Und du hast uns da richtig zum Nachdenken gebracht. Zum Schluss noch diese konkrete Herausforderung. Was wäre, wenn dann der Einzelne eben solidarisch handelt? Und danke dir vielmals. Sehr gerne. Danke euch allen. Und jetzt gehen wir in den Austausch.